Unsere Serie Unterwegs beim Nachbarn führt uns heute nach Kroatien. Wie jedes Land hat auch Kroatien seine Tradition und die damit verbundenen Souvenirs. Das wohl berühmteste Mitbringsel aus der Region um die Hauptstadt Zagreb heißt Litica. Die Wahrzeichen der kroatischen Hauptstadt Zagreb, wie die Kathedrale und die St. Markuskirche, sind nur die offiziellen Aushängeschilder der Republik. Womit sich die Kroaten noch viel mehr identifizieren, sind die vielen Souvenirs, die am Markt verkauft werden. Wo Kroatien draufsteht, ist eine ordentliche Portion Nationalstolz drinnen. Nicht wegzudenken sind auch diese Souvenirplätzchen, genannt Licitar. Produziert wird Licitar, wie so vieles in Kroatien, in einer kleinen Manufaktur inmitten eines Wohnbezirks. Gerade einmal 40 Quadratmeter hat der Laden. Kurz vor Weihnachten wird es eng. Wir arbeiten wirklich rund um die Uhr. Vom ersten Ausstechen bis zum fertig verpackten Licitar sind es 10 Tage. Schließlich entsteht jedes Plätzchen in Handarbeit und das dauert eben. Seit 10 Jahren betreibt Nina Jecic die einzige Licitar-Manufaktur Kroatiens. Verwendet werden ausschließlich essbare Produkte, vom Probieren wird aber abgeraten. Wir kosten die Kekse schon oft, aber nur, wenn sie frisch sind. Es ist ja auch nichts anderes als dicker Palatschinkenteig. Sobald die Souvenire aber getrocknet sind, wird es für die Zähne gefährlich. Die Nachfrage ist enorm. Im Akkord wird gebacken, geklebt und glasiert und das in einer unglaublichen Stückzahl pro Monat. 7000 Licitar werden hier in liebevoller Handarbeit produziert. Und wie man an meinem Beispiel sehen kann, es ist gar nicht so einfach. Valentina, wie schaffen Sie das? Kako to uspijevate? Man braucht schon recht viel Übung, um eine ruhige Hand zu bekommen. Bei mir hat das mehrere Monate gedauert. Es muss ja immer gleich schön aussehen. Wir verzieren schließlich 350 Stück am Tag. Und so schnell kann es gehen mit Routine. Licitar nicht bloß ein Andenken, sondern ein Teil Kroatiens, vor allem zu Weihnachten.